Ja, einen wunderschönen guten Morgen, meine Lieben. Heute geht es einmal wieder um die Weißwurst. Tja, ich bin ein Fanatiker, ich liebe Weißwurst. Muss zwar nicht jeden Tag sein, aber so alle 14 Tage definitiv. Und dann richtig kräftig, heftig, ein paar Brezeln dazu und natürlich gutes Bier dazu. Und dann liegt eigentlich nichts mehr. Übrigens einmal zuerst Prost. Ja, für die, die nicht wissen, was eigentlich so ganz die Geschichte über die Weißwurst ist, gibt es ja mehrere so Beiträge im Internet da zu finden. Und ich habe jetzt verschiedene gefunden und die werde ich euch einmal vorlesen. Weißwurst ist, wer es mag, einfach was Gutes. Und gerade zum Frühstück. Ich lese einmal vor. Die Münchner Weißwurstlegende in München wird erzählt, dass die Geburt der Münchner Weißwurst am 22. Februar 1857 stattgefunden hat. Damals im Gasthaus zum ewigen Licht am Marienplatz. Der Wirt Sepp Moser servierte seinen Gästen stets von ihm frisch zubereitete Kalbsbratwürste. An diesem Tag musste er jedoch feststellen, dass er keine der üblichen Schafsdärme mehr vorrätig hatte, in die er das Kalbsbrät einfüllen konnte. Kurzerhand verwendete er Schweinsdärme, da die aber erheblich zäher als die zarten Schafdärme waren, hatte der Wirt Bedenken, dass ihm die Bratwürste in der heißen Pfanne platzen könnten. Deshalb brühte er die frischen Würste vorsichtig in heißem Wasser und stellte sie in einer Terrine aus Steingut auf die Wirtshaustische. Ich finde es immer interessant, wie es früher so abgelaufen ist und wie es eigentlich dazu kam. Und das ist einfach eine schöne Geschichte. Den Gästen schmeckte die neue Kreation so gut, dass Moser seine Kalbswürste auch weiterhin so herstellte. Die Weißwurst verbreitete sich schnell und ist aus dem Leben der Münchner heute nicht mehr wegzudenken. Selbst in der gehobenen Gastronomie hat sie ihren Platz gefunden. Und jetzt kommt, ist zwar ein Spruch, aber hört selber, bayerischer Frühschoppen, Weißwurst immer vor 12 Uhr. Und warum das so ist? Die Weißwurst wird jeden Morgen frisch hergestellt und einem alten Brauch nach immer nur vor 12 Uhr gegessen. Eine Redewendung aus vergangenen Zeiten sagt, dass die Weißwurst das 12 Uhr Läuten am Mittag nicht erleben darf. Den Spruch kenne ich auch schon, selbst von meinem Vater, von meinen Eltern. Ja, weil es früher nicht die Möglichkeiten zur Kühlung gab. Wie heute, das frische Kalbsbrät in der Wurst verdirbt schnell, deshalb musste die Spezialität möglichst schnell verzehrt werden. Heute gilt der Spruch noch immer, wir leben zwar im Zeitalter funktionstüchtiger Kühltechnik, aber die Wurst schmeckt ganz frisch vom Metzger einfach am besten, da sind sich alle Spezialisten einig. Ja, das ist eigentlich der Hintergrund. Ich habe mir schon mal gedacht, gut, ich denke, das ist vielleicht damals eine reine Brotzeit gewesen, aber tatsächlich hat das auch mit der Kühlung was zu tun gehabt und das ist immer interessant, wenn man das, die Geschichten, mich interessiert so alte Geschichten, ja, wie ist das damals entstanden, wie war das damals und so geht es heute einmal um diese Weißwurst. Ja. Da streiten sich jetzt auch die Geister, auszuzeln, aufschneiden oder aus der Haut pellen. Also ich persönlich mag es ja mit der Haut. Ja. Traditionell gibt es die Weißwurst zusammen mit süßem Senf, einen braun gebackenen Breze und einem frisch gezapften Glas Weißbier. Genau, ursprünglich gehört ein Weißbier dazu.
Ich trinke gerne Helles. Aber ich habe jetzt keine Weißwurst. Leider. Wie man die Wurst richtig isst, darüber wird seit langem heftig gestritten. Oh, da wird sogar gestritten. Auf jeden Fall wird sie ohne Haut gegessen. Es gibt Weißwurstliebhaber, die meinen, so eine Wurst darf nur gezuzelt, also mit den Zähnen aus dem Darm herausgezogen werden und gesaugt. Andere bevorzugen es, die Wurst der Länge nach zu halbieren und das Wurstbrett mit Messer und Gabel von der Haut zu befreien und in mundgerechten Stücken von der Gabel zu genießen. So ist es eigentlich normal, weil dann hast du nicht die fettigen Finger, aber das ist Ansichtssache. Also ist egal, scheißegal, wirklich scheißegal, wenn man die isst. Jetzt kommt es, wo viele den Fehler machen. Ich habe das schon mal in einem Video erwähnt. Vorsicht beim Kochen, die Wurst platzt sonst. Jetzt kommt's. Liebe Hausfrauen, die wo ja beim einen die Weißwurst hinstellen und kochen bis fertig sind, wäre man nicht so sicher. Die feinen Würste dürfen beim Erwärmen nicht zum Kochen gebracht werden, denn dann würde die Haut platzen und das Wurstbrett im Wasser auslaugen. Auch verbindet sich das Fleischbrett bei hohen Temperaturen so stark mit dem umhüllenden Darm, dass es sich nicht mehr so leicht ablösen lässt. Hier ist also ein vorsichtiges Erwärmen und Brühen in etwa 75 Grad heißem, leicht gesalzenem Wasser angebracht, um den würzigen Geschmack der Wurst genießen zu können. Übrigens, die Münchner Weißwurst-Spezialität wird im Wirtshaus stückweise bestellt. Also niemals bei der Bedienung 1 oder 2 Paar ordern. Hätte jetzt auch nicht gewusst. Ich sage aber ein paar Weißwurst. Ja. Oder, ja, habe auch schon 3 gesagt. Stimmt. Nochmal, übrigens, die Münchner Weißwurst-Spezialität wird im Wirtshaus stückweise bestellt, also niemals bei der Bedienung 1 oder 2 Paar ordern. Damit zeigt der Gast, dass er kein echter Kenner der Gepflogenheiten südlich des Weißwurst-Äquators ist. Die meisten Liebhaber der gebrühten Wurst meinen, 3 bis 4 Stück sind gerade die richtige Menge. Ja, ich sage auch 3, Schluss. Früher habe ich 5 gegessen. Die Zeit sind vorbei, ich wäre halt schon eurer Sack. Ja, es ist so. 3, dann sehen Sie. Gut, die meisten Liebhaber der gebrühten Wurst meinen, 3 bis 4 Stück sind gerade die richtige Menge, um sich daran satt essen zu können. Der Meinung bin ich, ja, das stimmt, weil man isst ja noch ein Brez dazu. Ja, das war's dann. Interessant immer wieder so alte Geschichten, wie das eigentlich damals so entstanden worden ist. Es geht weiter. Ja, nun mal ganz interessant, wie die Wurst eigentlich hergestellt wird, hat auch schon viel interessiert. Die Weißwurst, das Münchner Original, ja, ihren Namen verdankt die weiße Wurst dem hellen Kalbfleisch, aus dem sie in der Hauptsache besteht. Jede Metzgerei hat ihr wohl gehütetes Geheimrezept. Die Metzger wären schon blöd, wenn sie die Rezepte preisgeben würden. Neben Gewürzen und Schweinespeck muss die Wurst aus mindestens 51% fein gekutterten Kalbfleisch bestehen. Dazu kommen gegartes Kalbskopffleisch, Schweinerückenspeck, Eischnee und Kochsalz. Je nach Rezept werden die Würste mit Petersilie, Pfeffer, Zitrone, Muskatblüte und Zwiebeln verfeinert. Da die Weißwurst nur gebrüht wird und man auf Pökeln oder Räuchern im Vorfeld verzichtet, behält das helle Kalbfleisch die typisch weißliche Farbe. Genau, jetzt wisst ihr auch, wie die Weißwurst eigentlich hergestellt wird und aus welchen Zutaten sie ungefähr besteht. Also dann würde ich sagen, guten Appetit, genießt eure Weißwurst. Und heute spielt es wirklich keine Rolle mehr, ob man die Weißwurst abends isst oder mittags isst.
oder zum Frühstück isst. Wir haben es auch schon oft abends gegessen, aber ich bevorzuge sie eher so vormittags und ein gemütliches Weißbier dazu und somit liegt den Weißwurstgenuss nichts mehr im Weg. Danke fürs Zuhören. War jetzt interessant, weil ich den Artikel zufällig schön gefunden habe. Lasst ein Abo da und wie gesagt mit der Kochvideos lasse ich jetzt einfach mal ein bisschen Pause. Ich habe andere Sachen zum Erledigen noch. Ich habe jetzt Reha gehabt. Aber es geht definitiv wieder weiter und ich möchte jetzt selber irgendwann einmal Senf zubereiten. Da habe ich 2, 3 gute Rezepte zu Ohren gekriegt von guten Bekannten. Und da darf es definitiv einmal gespannt sein. Feigensenf, normaler Senf und ein richtig grobkörniger Senf. Und da werden wir uns einmal rausschmeißen. Und vielleicht passen die auch irgendwie ein bisschen zu den Weißwürst. Gibt es nur einen Lieblingssenf, den wo ich zu den Weißwürste habe und es ist definitiv, ich möchte jetzt keine Werbung machen, das ist der mit dem Haar, ja, mit einem roten Deckel. Das ist meiner Meinung nach der beste Weißwurstsenf. Also, aber jeder hat andere Geschmäcker, also mit diesem Sinne, macht es gut und dann würde ich sagen, wir sehen uns wieder im nächsten Video. Habe die Servus.